Liebe Freundinnen und Freunde, die Damen und die Herren, wir stehen hier von einem Symbol, wie mit öffentlichen Geldern für die Reichsleute gebaut wird, am Platz für den Normalverdiener und für allem die jungen Wohnraum an der Stadt zu schaffen. An diesem Quartier, den direkt hier an der Rundhaus ist, hat der Staat dem Fonds de Rénovation de la Vieille Ville sein Immobilienbesitz überschrieben mit der Mission, das alles fachgerecht zu transformieren, an Döno noch Muster von der Wand Amphithéotik zu verkaufen. Am Platz, den normale Leute zu erlauben, an der Stadt zu wohnen, baut der Fonds de Rénovation mit öffentlichen Suchen für die Schickimicki-Gesellschaft von Lützeburg. Das sieht dann so aus. Hier, auf dieser Platz, gehen vom Fonds de Rénovation de la Vieille Ville 45 Luxusappartementen, Büros an 119 unterirdische Parkingen realisiert, das alles mit öffentlichen Suchen. Die Wohnungen gehen dann und die am meisten bezahlen. Und du sie versteht. Das führt zu horrenden Preisen, die für den Normalbürger unerschwinglich sind, für junge Leute gar nicht zu schwätzen. Das Wohnungen, für denen wir hier stehen, sind mit 4.652 € der Meter Carré angesagt gehen, schließlich mit einem maximalen Preis von 9.022 € der Meter Carré verkauft gehen. Aus diesem Quartier am Zentrum von der Stadt geht auf der Weise Luxemburg Hills, ein reiches Ghetto, wo eine privilegierte Klasse kann investieren und dann noch nach Verlangen TVA von 3% zurückbezahlt zu kriegen. Das ist übrigens nicht das erste Projekt vom Fonds de Rénovation. 100 Meter mehr weit und verschmerzt nach mehr weit dran, als ein Projekt, nur dem selbst Muster realisiert ging. Da ist auch ein anderes Projekt am Gang, nämlich den von den Schwestern vom armen Heiligen Franz von Assisi, mein Lieblingsheiligen. Weil kein Novus mit da ist, und Nonnen hier das Altkloster und eine Immobiliengesellschaft mit dem Namen Le Cloître verkauft. Und lo gibt da ein juteuses Projet résidentiel Saint-François realisiert, mit Luxuswohnungen von 200 Meter Carré zu einem Verkaufspreis von 16.000 € der Meter Carré, das ist 3,3 Millionen Stück. PHP-Autorisation von der Stadt Lützeburg als en attente. So gesagt also die reelle Wohnungspolitik am CSV-Staat und an der DP-Stadt Lützeburg aus. Wir wollen aber auch Gesamtheit von der Wohnungsfreiheit Lützeburg aussprechen und nachher als Alternativen durchlegen. Die Forderungen nach bezahlbarem Wohnraum stehen auf all Plakat von all Parteien und sie stehen an all Wahlprogrammen. Aber in glaubhaften Weg zum bezahlbaren Wohnraum steht nicht mehr an einem Wahlprogramm, dem von die Linken. Loyer für Appartementen sind zwischen dem ersten Trimester 12 und 13 um 8,81% gestiegen. Das an der Krise. Die geforderten Loyer für eine Wohnung mit 2 Schlafzimmern sind am zweiten Trimester 2013 1.390 € mit 3 Schlafzimmern, das ist ein Durchschnitt, mit 2 Schlafzimmern und mit 3 Schlafzimmern 1.873 €. Der Mindestlohn brutto ist no am 1. Oktober 1.921 für den Unqualifizierten an 2.300 € brutto. Zählt den Wohnnebenkosten dabei, weil es geht ja nicht durch am Loyer. Da braucht eine Familie einen Mindestlohn für die Finanzierung von einer Wohnung. So meldet dann den Observatoire de l'Habitat, dass 16.000 Städte zu Lützeburg zu viel eng wohnen. An 18.000 am Surregime financier, das heißt, sie bezahlen mehr, wie sie sich eigentlich können leisten und müssen dann Aufstriche machen bei lebensnotwendigen anderen Ausgaben. Am europäischen Vergleich
sind die Äm vu Lützeburg am allgemenge besser gestalt wie an denen andere Länder. So gibt all die Haushalter un, dass sie sich nach immer können engmol sich mat Fleisch oder äquivalent, wann sie Vegetarier sind, jitwer zweiten Tag lechten. Die Besserstellung stimmt aber nicht für den Wohnbereich. Genau 2/3 von denen Ärme steht genug, dass für sie die Wohnkosten schwer zu drohen sind. Gegenüber nimmen 40,7% am europäischen Durchschnitt von den 15 Ländern. 57,3% von den Alleinerziehenden steht gehen zu Lützeburg dieselbe Schwierigkeiten nun an Europa von der 15 sind 45,3%. Encouragierten hegen Staatsbeamten aus dem Wohnungsbauministère en demissionären Member vom Verwaltungsrat vom Fonds de Logement wurde op den Punkt gebracht. Am Zeitraum 2002-2012 wurde der Fonds de Logement jährlich durchschnittlich 63 Wohnungen gebaut. Davon nimmen 27,5 Lokationswohnungen. Die Société Nationale des Habitations en Bon Marché möchte ein bisschen besser. Mais à bald 35 Jahren hat der Fonds de Logement 1703 Lokationswohnungen gebaut. Die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften sind viel zu schwer abgestellt. Den neuerdings vom Wohnungsbauminister angekündigten Bauplan, das ist eine Perspektive, 40.000 Wohnungen, sieht einfach so an die Luft daran. Denen Projektionen fehlt jede realistische Grundlage und sie sind auch zeitlich absolut nicht festgelöst. Es ist eine Illusion zu glauben, wie die Liberalen selber noch kaum noch glauben, dass der Markt die Situation regeln kann. Der Wohnungsmarkt ist kein Markt wie ein anderen, an eine Wohnung ist auch kein Wohl wie ein anderer. Das Gesetz von der Offer und von der Demande ist pervertiert. Wenn ein deutschen oder französischen Auto zu teuer ist, kann ein koreanischen oder rumänischen kaufen. Es kann ihn aber nicht ein koreanisch oder rumänisch Wohnung kaufen oder lohnen. Der Wohnungsmarkt hängt immer noch auf 4 kapitalistischen Zuständen wie der Grundrente. Es ist ein gefesselter Markt. Dafür treten die Linke dafür an, dass die öffentlichen Wohnungsbauprogramme drastisch erhöht gehen, an gerechnet, dass der Wohnungsbau zählt den privaten an den öffentlichen zusammen 6.500 Einheiten pro Jahr misszählen für den aktuellen Mangel an der weiteren demografischen Entwicklung gerecht zu gehen. Die öffentlichen Gesellschaften, die für den Wohnungsbau zuständig sind, müssen ausgebaut, andere, regionaler und lokaler müssen dabei kommen. Der öffentliche Wohnungsbau ist kein Defizitgeschäft. Öffentliche Lokationswohnungen bringen Loyers an, auch wenn sie reguliert und gestaffelt sind, die die Investition amortisieren. Der Wohnungsbau ist konjunkturfördernd und ist arbeitsintensiv und außerordentlich diversifiziert an alles das, was ja das Land an diesen Zeiten braucht. Ohne resolute Kampf gegen die Bodenspekulation als eine Lösung von der Wohnungsmisere nicht zu finden. Wir sollten als Link auch darüber nachdenken, wie kann lokalen oder regionalen Plan eine öffentliche Katasteranalyse vorholen, aus deren dann präzise Wohnungsbauvorschläge kann auflegen, die nicht einfach daran bestehen, den Perimeter von den Gemengen zu erweitern, an der Zersiedlung vom Land weiter die Zersiedlung da weiterzutreiben. Wichtig also zu bemerken, dass für uns den öffentlichen Wohnungsbau kein Wohnungsbau für die Armen, mehr für die Normal ist. Haushalte an extremer Prekarität brauchen zusätzlich besondere Maßnahmen, wie zu einem Teil schon heute durch Organisationen wie die Finanzhilfe gemerkt gehen. Lo haben wir aber hier nach mit einem großen Tabu zu kämpfen. Viele Gemeinden wollen keinen öffentlichen Wohnungsbau, weil sie meinen, sie geben damit Familien unzählen, die sie nicht wollen. Aufgesehen davon, dass Gentrification, das also durch schick zu sein
an nëmmen Schichten an der Populationun vun enger Gemeng zu hunn, an déi steet mat bescheidenen Akkommen zu verdrängen, aufgesehen davon, dass Gentrification eng Erstellung ass, die zu verwerfen an zu bekämpfen ass, beruht ze auch op enger Illusion. Och an einem Land braucht öffentliche Wohnungsbau net für die Ärmst von den Ärmen, mehr für die normal. E Vergleich: an Holland, dem liberalste Land von Europa, sind 32% von den Wohnungen öffentlich Lokationswohnungen. A Frankreich immer nach 17%, zu Lützeburg Männer wie 2%. Das kann nicht so weitergehen. Gemengel fühlen sich meistens nicht für den öffentlichen Wohnungsbau verantwortlich. Sie verweisen auf den Fonds de Logement an die SNHPM. Das muss sich ändern. Dafür fordert die Link, dass es Ziel muss sein, dass allgemein über 10% öffentliche Wohnungen verfügt. Für das aber zu erreichen, soll Dotation, das den Transfer von Suen vom Staat und Gemengen, teilweise von dieser 10%-Richtlinie aufhängig gemacht gehen. Auch der kommunale Wohnungsbau giffen da stattfinden als kein Verlustgeschäft. Am Gegenteil, wird zu 70% subventioniert. Die Gemengen, die Lokationswohnungen haben, verdienen Geld drin. Gerade so fordert die Link, dass die fakultativ Bestimmungen für Wohnungsbaupaktgesetz, dass Eidelwohnungen an Bauland, was Bruch leidt, viel mehr stark muss besteuert gehen, obligatorisch muss gehen, aber allgemengert. Das kann zu einer gewissen Entspannung im Markt führen. Es handelt sich ganz viel tausend Immobilien, Immeuble bâti oder non bâti. Ich gebe mal schließen, für aber nach einer Wurzel zu sagen, ich wird besser wohnen, besser leben. Die Link werden sich in nächster Zeit verstärkt mit den Rechten von den Lokatären befassen, an dem Bereich auch mehr direkt an sie wenden, eine Loyer-Ewigkeitsgrenze fordern, die obligatorische Abschreibung vom Wohnungswert an Bayer Loyer, die Aktivierung und die Abwertung von der Mietkommission an den nächsten Gemengen. Eine besondere Aufmerksamkeit wird dabei die Unterstützung von den Leuten, die länger ziehen wollen, was ja bekanntlich an der großen Majorität Frauen sind. Eine Kampagne von den Linken zu diesem Thema wäre für diese Zeit vorgesehen, wird aber, wenn sie den Neuwahlen müssen, verlöscht gehen. Die Linken fordern Talbausanierung auch für Lokativwohnungen an eine Reform vom Energiepass. Wir werden für den gesetzlichen Schutz von neuen Formen vom Zusammenleben antreten und auch für die Wohnrechte für Jungleute antreten. Es geht aber nicht nur um Forderungen gegenüber dem Staat, den Gemengen, der Lobby von den Promoteuren und den Spekulanten. Es ist auch nötig, am Land eine breite Diskussion über das bessere Leben an unsere Städte und Wirtschaften zu lancieren. An dieser Diskussion sind auch moralische Tabuen zu durchbrechen. Städtische Lebenskultur, die zu Lützeburg keine große Tradition hat, muss ein Paradigmenwechsel erleben. Stadtzentren müssen lebenswert sein, kulturell wertvoll, ökologisch, kannerfreundlich, architektonisch faszinant und nicht nur kommerziell attraktiv und businessdominant. An dieser Frage ist kreativ Imagination gefordert und wir werden uns der stellen. Ich sage nicht merci für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Geduld. Am nächsten Sonntag, wenn ihr an der Wohnungsfrage weiterkommen, de kleine Rindelsche Schwärzen Owen op der Lücht eend. Merci. Gilles Schack,